Laatste paar Monate haben wir gesehen, wo wir Jesus Christus dann noch folgen. Und wir haben in dem Neuen Testament gelesen, und wir sind die größte Außentit durch, und wir haben gesehen, wo Jesus Christus auf dem Kreuz gestorben ist für unsere Sünde, und ist abgestanden von dort für uns neues Leben. Und dann sagen wir auch, wo wir sollen ein reines Hort haben für Gott. Wir wollen zurückgehen nach unserer 5. Mose-Series, und wir haben diese Series angefangen letztes Jahr, und wir sagen dort, Gott hat sich offenbart in dem Alten Testament. Er wählt sich ein Volk Israel, sodass er einen Messias schicken, der wird nicht bloß für die Juden raten, aber die ganze Welt. Und wir sagen, wo durch die Gesetz kam Gott seine Gnade. Gott seine Gnade ist nicht bloß, dass er dort anfangen hat in dem Neuen Testament, aber wir haben gesehen von Anfang an, Gott ist in Gott gewesen, was gnädig ist. Wir haben in den ersten paar Botschaften gesehen, in den ersten 9 Kapitel in 5. Mose, wo wir sollen uns hingeben nach Gott. Wir sollen uns bloß für Gott haben. Wir sollen da oft sein und wir sollen uns Hort ganz nach Gott geben. Von daher wollen wir in 5. Mose Kapitel 10 und wir wollen die 12. Vers bis Kapitel 11, der 7. Vers durchgehen. Und ich glaube, die Botschaft wird von der, wir würden gerne sagen, der Eberste für diese Botschaft ist, die Herr nachfolgen. Wir sehen noch in Kapitel 10, der 13. Vers, das sagt es dort. Nu hör, je Israeliten, nur was der Herr, jün Gott von jün verlangt. Und ich würde sagen, von der, wir sollen das Vers auch lesen. Hör, je Diran Church, oder wo immer je sind, nur was der Herr, jün Gott von jün verlangt. Und dann der 13. Vers sagt, und das ist, wir wollen jeder Punkt ein bisschen durchgehen, das sagt, ihr den Herrn, jün Gott, und dort, was er verlangt. Sieht am Gott, deit am mit jün ganzes Hort und jün ganze Seil. Und halt den Herrn seine Geboten und Verschriften. Die acht jün von Deug für jene Gott jev. So, der erste Part, was Moses von reden wird hier, er sagt, ehrt den Herrn. So, was meint er zum Gott ehren? Und der Übersetzung in der Englisch steht dann der Übersetzung noch Gottes Furcht. Wir sollen eine Furcht haben für Gott. Was ist dort wir in Gottes Furcht haben? Oder was meint er zum Gott ehren? Ein Schreiber sagt, Gott ehren meint, dass wir ihm so viel Ehr geben, so viel Respekt geben, dass uns Leben ändern wird, dass wir da für am Leben tun. Ich glaube, das ist eine gute Weg, um diesen Thema zu verstehen. Was meint er zum Gott ehren? Das meint, dass wir geben uns haben, wir sagen uns unsere Arm, wir tun am unsere Don sein, so dort ändern wird, wo wir leben. Das ist mehr als bloß Respekt. Das Gott an seinen Verwehrheit ist. Und dann am Anbeten. Wegen wie sein Hei, wer Hei ist. Und wie sein dort Hei dort wird ist. Moses lehrt uns dann, woran wir Gott ehren sollen. Erstlich sagt er, dass alles, was ist, gehört nur Gott. In der 14. Vers sagt dem Herrn, den Gott, gehört in alle Himmel und auch die Erde, und alles, was du tust, gehört. Alles wird gemerkt für Gott und von Gott. Und alles gehört zu Gott. Und ein paar sind da zurück, dann sagen wir, wo alles ist gemerkt von Jesus und für Jesus und durch Jesus. Ein Ding, was meine Eltern mir einmal belehren, wenn ich jünger war, ist, wenn was nicht nur mir hören wird, dann wiese ich viel Respekt für so was nicht meint ist. Ich passe viel Dollar ab, nur so für so was nicht meint ist, für so was meint ist. Und alles, was wir haben, rammen uns, ist nicht uns. Dort gehört nur Gott. Gott gibt dort nur uns, dass wir dort nur abpassen, dort wir können sein, dort fern bleiben dort, aber dort hier gehört nur Gott.
Und wenn dort Gott sind ist, nicht uns, wir sollen dort ehren und respekten. Und dann wieder sagt Moses dort in der 15. bis 16. Vers, dort Israel gehört nur Gott. Israel soll Gott ehren, wenn das Volk gehört nur Gott. Er fängt an, in der 16. Vers, dort, der sollen sich Loten beschneiden. 16. Vers sagt, sieht nicht länger einköpfig. Horch mich, but ab dort Letzte. Und bewies dort je mich hirn, so als je durch die beschnitten wiesen, dort je mich hirn. Was ist die Beschneidung? Beschneidung ist ein Beweis, was ein Mensch lässt sich beschneiden an sein Mondsglied. Und dort ist ein Beweis, dass er gehören wird, dort ist von Jud, dass er gehören wird, nur Gott. Und das ist Part von dem Bund. Oder in Englisch sei wie der Covenant. Gott hat sein Part von dem Bund getan und er hat dort. Und er hat versprochen, dass er wird einmal das Volk Israel für sich holen, dass das Volk Israel sind ist. Und die Israeliten sollen sich hingeben nur Gott, dass sie nur Gott gehören tun. Und Part von dem Beweis, dort wird bewiesen, dass sie dort tun, ist, dass der Männer würden sich Loten beschneiden. Und das ist ein Zeichen, dass das ganze Volk nur Gott gehören wird. Beschneiden ist ein Beweis, was wir würden gern sein, als private. Dort ist nicht für allem zu sein. Und ich glaube, Gott hat das so gewählt, dass ein Mann, wenn Jud wird ein Mann ist, sich lässt beschneiden. Und dort ist ein Beweis, wo wir sagen, dort wird müsste private ist in uns Leben, auch nur Gott hingegeben ist. Dort ist nicht bloß dort, was büten ist. Dort ist nicht bloß dort, was bis von weit auf zu sein ist. Dort ist dort, was bannerlich ist. Dort, was private ist, soll ganz hingegeben zu Gott. Wir sehen noch dort in Römer Kapitel 2. Dort eine Beschneidung, dort wir ein Beweis, dass die Juden gehören zu Gott. Und dann redet Paulus von einer Beschneidung, was ordnet ist. Dort ist eine Beschneidung, was wiesen wird, dass das Hort auch hingegeben ist. In Kapitel 2 von Römer, wir fangen in 28 an. Dort ist noch kein Jud, der dort bloß von Büten unter sein ist. Und die Beschneidung ist auch nicht dort Fleisch gedonnen wird. Aber der Jud ist der ähnlich einer ist. Und die Beschneidung ist dort, was durch den Geist im Hort passiert. Und nicht durch dort geschriebene Gesetz. Und sondern wird von Gott gelobt worden und nicht von Menschen. So, dort Gott das Verlangen, dort die Juden, die würden sich Loten beschneiden, dort wir ein Vorbild, dort die Vorderweg wiesen, noch eine Zeit, wo wir sollen uns ganzen Hort auch Loten beschneiden. In Ordnung Weg zu sein, wir sollen uns ganzen Hort hingeben. Dort uns Hort ganz Gott sind ist. Dort wird ähnlich ist, dort wird von Bern ist, dort wird am Hort ist, wird in Seil ist, dort ganz hingegeben ist, nur Gott. Und das ist auch, was Moses hier lernt hat. Dort die Israeliten sollen nicht bloß von Büten Juden sein. Die sollen sich ganz hingeben. So ist es nicht so leicht, dass wir als Christen dann bis proben uns Glauben auszuleben, sondern weil dort bloß von Büten jetzt zu sein, was in uns Leben passieren wird. Wir wollen uns in welcher Weg kleiden, dort Menschen können sein, dort sind Männer nicht. Oder wir wollen welche Dinge in uns Heim haben, dort bewiesen, dort wir Christen sind. Oder vielleicht reden wir in welcher Weg und wir brücken welche wird, dort ohne dort kann sein, dass wir Christen sind.
Aber wat je begaat, dat is lang niet so wichtig. Es wordt een hart is. Dort wat van buitenuit is, dat is een teken dat we zijn wie Christen zijn. Es lang niet so wichtig, es wordt een hart is. So werden we dan bewijzen, durch wat ons motief is, wat ons uitzicht is, dat we te God gehören. Dann sagt er wieder, seid nicht länger einköpfig. Ein von den Teken, dort bewies erst, dort in Hort nicht beschnitten erst zu sein, erst dort wie sein einköpfig, jängen Gott seine Gesetz. Wir gleichen nicht, wenn Gott uns sagen wird, was wir tun sollen. Wir gleichen dort nicht, wenn die Bibel uns lehren wird, dort wir artig sind. Wir sind einköpfig. Und ein Mensch, der einköpfig ist, der lässt sich nicht belehren. Wir sollen einen Weg haben. Wir sollen demütig sein. Und wenn wir demütig sind, dort beweist, dass wir haben uns Demut für Gott. Wir haben uns ganz hingegeben. Eine Weg, wo wir für einköpfig sind, ist, wir wollen nicht Vergebung fragen. Oder wir sind sehr leise in dort bekennen, wo wir hart kommen. So, wenn du was tust, und du jeng deine Partner, deine Frau, dein Mann singen das. Oder jeng deine Kinder singen das. Bist du zu einköpfig zum Vergebung fragen? Oder bist du demütig genug, dass du weißt, dass bekennen, wo du hart kommst, und dann Vergebung fragen? Dann wieder sagt er auch, dass wir sollen Gott ehren, wenn Gott der Gott ist über alles. Der 17. Vers sagt der Herr, jün Gott, ist Gott über alle Jätter und Herr über alle Herren. Er ist groß und stark, einer macht Stonen über ihm. Er trägt keinem Fear und lässt sich nicht betäuben. Das sagt hier, Gott ist über alle Jätter. Und wir verstehen, dass alle Jätter sind von dieser Jäster verbunden. Dieser Jäster, die haben keine Kraft über Gott. Gott ist über alles. Und wenn wir fühlen, dass die dieser Jäster in uns Leben, in unserer Welt, Überhand kriegen, dann checken wir nur euch die Jäster. Wenn wir nur Jesus checken, wenn wir nur Gott checken, er hat die Kraft über alle Jätter. Wenn wir ihm die Ehe geben, was am treffen wird. Jo, wir sollen aufpassen, dass wir nicht so tun und sie bei der Jäster Rühm loten in uns Leben, aber wir wollen nicht Überhand haben, über was schlecht ist, was Sinn ist. Wenn wir so tun, ihr drin tun. Wenn wir ihm der Überhand geben tun. Wenn wir ihm ihren tun, für wo stark er ist. Wir wollen Überhand haben, wenn wir wollen nach Gott checken. Und unsere Ohren und Arm sind, und seine Kraft, und Arm ihren, für was er tut. So habe ich gesagt, wir sollen Gott ehren. Der nächste Part sagt, dort, was er verlangt. Wir sollen Gott dienen. Und wo do wir Gott dienen, in der 18. Vers sagt, und seht, no, dort reicht für die Wese und die Wetfrühes und die heirekend die Fremde. Dort die Eten und Kleider versorgt. Ein Ding, was sehr klar ist in der Bibel, ist, dass Gott in Hort hat für Söhne, was arm sind. Gott sein Hort ist für die, was Wesen sind. Gott sein Hort ist für die, was Wetfrühes sind. Gott sein Hort ist für die, was Fremde sind. Ich glaube, ein Ding, was wie vielleicht mit Dollar kann mitfeilen mit, ist, dass Gott sein Hort ist für die Fremde. Viele von euch, die das horchen tun, sind nicht in das Land geboren, wo ihr nie wohnt. Besonders wenn ihr in Kanada seid, vielleicht seid ihr in Bolivia oder Mexiko
oder in een ander land geboren en die zijn hier aangetrokken. En er weer een tijd waar het schwer weer. En vielleicht hast du het nog schwer in een ander land wonen. Gott zijn hart erst verzonnen. En hier in Leamington, er zijn zoveel arbeider, wat uitlandse arbeider zijn, wat hier komen. Wer we dan aan zijn, zoals God aan zijn in dat. Wer we aan dienen, wer we aan helpen. Wegen Gott zijn hart erst voor die, wat vreemden zijn. Hij zegt, hij is voor de wijze. Hij is voor zonen wat niet ouderen hand. Nu was het verse wij, waar we niet ouderen hand. Ik geloof, eerlijk hebben we verstaan, wanneer een ouderen wegsterven dan, dat we ohne ouderen zijn, dan zijn we wezen. Maar er is een andere weg, waar we niet ouderen hebben. En dat is, wanneer onze ouderen nog leven, maar du niemals een gemeenschap weer met de ouderen. We hebben ouderen, maar ze wel niets te doen hebben met ons, oder je gemeenschap twee is, en du niet ouderen zijn, wat ons ondersteunen doen en ermoutigen doen. Gott is verzonnen. Gott zijn leven, zijn genood is verzonnen. En wanneer du ohne Vater bist, oder wanneer du niemals in Gemeinschaft hast mit deinem Vater gehad hast. Gott ist der Vater, wat immer du ist für uns. Hij wird uns niemals verloten, hij wird uns niemals versegnen. Dann sagt er wieder, dass hij ist für die Welt frühs. Wenn du allein bist, wenn dein Partner, ein Weltmann, Mann auch, wenn dein Partner gestorben ist, du bist nicht wirklich allein. Gott ist mit dir. Gott seine Liebe ist für dich. Und du kannst die Arme an Gott verloten. Und das ist wegen Gott Liebe hat für dich. Die wird arm sein, die wird allein sein. Die wird in fremdet Land sein, dort wir zijn auch, dat zal ze het verlangen haben. 19e Vers sagt, en nu, ziet opnemend tot de Fremde, denkt aan, dat je ook eenmaal Fremde in Egypten waren. Dat is zo leichtfertig. Rauf kijken naar zo'n wat niet zo zijn als ons. En we vergeten dat, krijgt die Israëlieten vergeten dat ze weer ook maar Fremden in dat land. En we zullen niet nur zo kijken wat anders zijn als ons, wegen vele van ons wie in Christus zijn weer. We zijn ook maar alleen geweest. We zijn vielleicht ook maar in een ander land, wo we in een ander land niet getrokken zijn. We weten, hoe schwer het is. En waar we dan datzelfde genood, wat God ons wiesen deed, wat onder ons wiesen deed, ook naar andere wiesen. Psalm 67, de 8e vers zegt, God wordt ons zenen, du wegen, soll am alle man in de ganze Welt aanbidden. God wil gaan, dat wat hij ons geven deed, de lief, de genood, dat we zullen dat meedelen met anderen, we zullen dat naar anderen geven. So werden wir nicht bloß für Menschen, an Menschen denken, werden wir dort uiteiven, dort, was Gott für uns will tun. Was Gott hat für uns zu tun, werden wir dort für anderen tun. Wir sollen Gott dienen, wegen was er getan hat. Und wir sind hier in 2022, was Gott alle getan hat. Gott hat einen von Ägypten rausgebracht. Gott hat große Wunder getan. Und wenn sie in Sklaverei waren, sie wassen das ein Volk. Sie werden mehr und mehr. Und es ist viel leichter, Gott zu dienen, Gott zu ehren, wenn wir sehen, was er getan hat. Dass er ein großer Gott ist. Und das ist wichtig, die Dinge durchzuschreiben. Wenn wir sehen, dass Gott ein großer Wunder hat getan, werden wir die Dinge abschreiben, sodass wir können lauter zurückchecken und sehen, was Gott getan hat. Wenn Gott Heilung hat gebracht, schreib, wo Gott Heilung hat gebracht. Wenn Gott die Rat hat, wenn Gott die was gegeben hat, was die fehlen hat, schreib die Dinge durch.
Zodat je kan aan checken en God eeren wegen du weißt, dat God treu is en dat God voor die is. Het derde ding wat we zullen doen, is we zullen God goed zijn. Die eerste poort van kapitel 11 zegt, ziet den Herrn jun God goed en houdt immer wat hij jun opgeeft en zijn Gesetzen en Anschneidungen en Verschriften. Ziet den Herrn jun God goed. Ik geloof, wenn du an denk erst, wat wie es Deutsche Ferken en schwere Ding mit haben, als wir können dort nicht nein tun, aber wir sagen nicht, wo der Port ist von uns glauben, dort wir sollen Gott nur folgen, oder wir sollen Gott gehorsam sein, aber wir sollen Gott auch gut sein. Wir weiten, dass es leichter wegbleiben von was schlecht ist und die gute Proben zu tun. Aber wo viele von uns haben ein Leben für Gott? Vielleicht bist die Sonne, was vielleicht nicht mehr weiten der, was Leben ist. Das ist ein Ding, was du für gesegnet ist. Du weißt nicht, wo zum Leben annehmen, du weißt nicht, wo zum Leben geben. Aber Gott will haben, dass wir sollen arm leben, wir sollen arm gut sein. Und Leben ist in einer Person viel recken. Das ist in einer Person gleichen. Und das ist uitrekenen een mens, zodat de kunnen in gemeenschap wosen. En we zullen God goed zijn. En door de ganze Bibel zei we dat God goed zijn als verbunden met God zijn geboten nachfolgen. Johannes Kapitel 14, 23 sagt, dat Jezus zei, wer mij goed is, wordt mijn woord houden. En dem wordt mijn Vader goed zijn. En bij dem, waar we ons thuis merken, komen thuis merken. So wir sein, wo wir sollen nicht bloß sein, wir sollen dort wie Gott leben tun, wir sollen nicht bloß Gott gleichen, wir sollen in Gemeinschaft bleiben mit Armen, dort tun, was er sagt, wir sollen tun. Und dann sagt Moses wieder, dass die Israeliten sollen Gott leben. Wegen Gott hat seine Hand, seine Belehrung, seine Strafe zurückgehalten von ihm. Das ist vielleicht, dass die Kinder kann das nicht sein. Er sagt, sonst wird die Kinder nicht kennen oder gesehen haben. Gott ging weiter an. Und Gott mögt den Weg auf, dass sie können nicht lohnt nachgehen. Und die Kinder haben das vielleicht nicht alle gesehen, was Gott getan hat. Und ich glaube, es ist leicht für uns, wie wir Gott haben sein schaffen in einer großen Weg. Wir können sein, wo Gott treu ist gewesen. Für uns ist es viel leichter zu glauben. Weil unsere Kinder oder die, die nicht wären, müssen dort bis vertrauen, dass das wirklich erstes dort verteilt wird. Aber wir sollen glauben, ohne dort wieder sein tun. Wir sollen uns verlassen an Gott. Wenn Gott was sein wird, wir können uns an dort halten. Ich denke ein bisschen an Thomas in dem Neuen Testament. Jesus starb auf dem Kreuz. Und Thomas weiß ganz verneigt, dass Gott oder Jesus tot war. Und dann hier Thomas, dort Jesus wie von Tod abgestanden. Und Thomas konnte bloß nicht annehmen. Thomas konnte bloß nicht glauben, dass Jesus nicht mehr tot war. Und dann sagt er, ohne dort ich am wo sein, ohne dort ich wo kann am anfoten, wo ich nicht glauben. Und dann Jesus kam zu Thomas. In Johannes Kapitel 20, 29 sagt Jesus noch am. Jesus sagt zu ihm, Thomas, du glaubst nicht, weil du gesehen hast. Selig sind die nicht seinen und doch glauben.
Unser Vertrauen soll nicht verbunden sein mit was wir sein haben. Unser Leben für Gott soll nicht verbunden sein mit was Gott alle getan hat für uns. Unser Leben für Gott soll sein, wegen Gott ist. Gott trifft alle in Herrlichkeit und Gott ist uns gut. Die Bibel lehrt uns, dass Gott uns gut ist. Und wenn wir dann in die Entscheidung merken, haben wählen, dass wir wollen Gott gut sein und ihm noch folgen. Und dann der letzte Part von Kapitel 8 bis 12 sagt er, dass nu halt die Gesetze, die ich von dir gegeben habe. Wir sollen die Gesetze halten. Und wir wissen, dass für die Juden die Gesetze halten wie ein Part von der Bund. Und das ist anders für Christen. Wir sollen Gott seine Gesetze halten, nicht wegen, dass wir der Bund kann verdienen, was wir durch Jesus haben, aber dass es nicht ausweist, es ein Beweis, dass wir in der Bund sind. Und wir sollen Gott seine Gesetze halten, so ist Part von der Gemeinschaft mit Gott. Er sagt, die Gesetze halten, dort ist ein Ding, was sie sollen tun. Er sagt wieder nach, so dort die mochten stark sein und dort lohnt jünt merken. Wir sollen Gott in die Gesetze halten, so dort wir mochten stark sein. Wir sollen stark sein. Und dort ist, wenn wir Dinge Gott seine Weg tun, dort ist immer der beste Weg. Und dann sagt er wieder auch, wir sollen Gott seine Gesetze halten, und in der Vers sagt, und dort die können lang und dort lohnt leben. Wenn wir Gott seine Gesetze halten, dann wird uns Leben gewöhnlich besser sein. Und das ist nicht eine Versprechung, so wie Ferken von sie seien Prosperity Preachers, sondern wird sein, dass Dinge werden immer perfekt sein, wenn wir genug Glauben haben. Das ist nicht, was hier sein wird. Aber Glück durch, für so eine, was Jesus Christus noch folgen wird, und das, was er sagt, sein Leben wird besser sein. Das wird besser ausfallen, als für so eine, was in sein Leben wird, und der Preis von sind, aber seinen wird. Und warum soll wir Gott seine Gebote noch folgen? Wir wollen uns zurückbringen nach Kapitel 10, der 13. Vers. Er sagt, und halt den Herrn seine Gebote und Vorschriften, die ich ihnen von dir für ihnen Gott gebe. Du sind Tiden, wenn Gott seine Gebote so lauten dort, die sind gegeben uns Leben schwanger worden dort. Die sind gegeben, dort Leben wird nicht mehr so schein gehen. Aber wenn die Bibel sagt, wir sollen bessere Dinge tun, werden wir die nur tun, wenn wir Vertrauen haben, dort Gott weiß, was besser ist für uns. Wenn Gott sagt, von besseren Dingen wegbleiben, werden wir von den Dingen wegbleiben. Wenn Gott weiß, was besser ist für uns. Und wenn Gott sagt, wir sollen besser Weg leben, werden wir so Weg in so einer Weg leben, wenn dort ist, was besser ist für uns. So, in all diese Dinge, Gott sagt, vertrau mir. Gott sagt, mein Weg für dich ist bestet. Ich will von dir schließen mit was war sein. Was ist dort Gott verlangen hat für uns? Gott will haben, wir sollen am ehren. Gott will haben, wir sollen am dienen. Gott will haben, wir sollen am leben. Und wir sollen in seine Gesetze noch folgen. Wenn du willst dein Leben überchecken von dir smars, so wenn einmal die da horchen das, dass du dort ausleben, dort, was Gott verlangen hat. Oder ist dein Hort kalt geworden? Oder vielleicht lebst du in einer Zeit, wo du für dich selbst leben darfst. Du hast gebraucht, für Gott zu leben. Und mit der Zeit
bist du schwach geworden und hast aufgewandelt. Ich will von dir uns einladen, uns terug naar Jesus roepen. Waar we terug naar Jesus komen, dat we kunnen hem eren, we kunnen hem dienen, we kunnen hem leven en we kunnen hem navolgen. Waar we sluiten met een gebed. Jesus Christus, wir weten, dass diese Versen wir nach den Israeliten geschrieben. Wir weten, dass das Port ist von der Aule Bund. Wo wir sein in dem Neuen Testament, das erst nach derselben Verlangen, was du für uns hast. Gott, ich bete von dir, dass wir wollen können sein, wer die wirklich bist. Dass wir können die ehren. Und wenn das Verken vielleicht ist, bloß die Gesetze noch folgen. Ich bete Gott, du wirst uns wiesen und uns lehren, was das meint, am Gott gut sein. Dass die Gemeinschaft, was Gott verlangt mit uns, dass er wird tiefer und besser werden. Wir beten das alles in Jesus' Namen. Amen.